Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Gute Nacht, kleiner Wassermann». Die Geschichte hat der Ottfried Preußler geschrieben und Daniela Kuczynski hat Bilder dazu gezeichnet. Tage sind vergangen. Das Jahr ist älter und älter geworden. Schon sind die Bäume ohne Blätter gsi. Es hat viel geregnet. Immer seltener sind die Kinder, wo sich der kleine Wassermann im Laufe des Jahres angefreundet hat, aus dem Dorf gekommen zum Mühlenweiher. Und wenn sie dann gleich einmal gekommen sind, haben sie lange Strümpfe und Mäntel angehabt. Der kleine Wassermann hat meistens vergeben auf sie gewartet. An einem Morgen hat nach langer Zeit wieder einmal die Sonne gescheint. Das hat der kleine Wassermann gemerkt, wo er aus dem Fenster geschaut hat. Das Wasser war so hell und klar wie seit Tagen nicht mehr. Da hat der Bub gedacht: Heute kommen sie ganz sicher. Und er hat sich sehr aufs Wiedersehen gefreut. Er hätte ja nicht wissen, was über Nacht mit dem Mühlenweiher passiert war. Ahnungslos hat er sich angelegt, etwas zu Morgen gegessen und sich auf den Weg gemacht, am Ufer zu schwimmen. Er wollte dort, wie es seine Gewohnheit war, in den Zweig der alten Weide hinhöckeln und Ausschau halten. Wenn er die Freunde kommen sehen würde er winken. Er hat sich nichts Besonderes dabei gedacht, wo er aufgetaucht ist. Aber dann ist er auf einmal mit seiner Nase an etwas Herz und Kaltes gekommen. Es ist ihm nicht möglich gewesen, den Kopf aus dem Wasser zu stecken. Das ist jetzt aber komisch, hat er zu sich gesagt. Ich komme an etwas an, wo ich spüren kann, aber nicht sehen. Was ist echt das? Vielleicht komme ich an einem anderen Ort durch. Auftauchen muss ich auf jeden Fall. Das wäre ja noch schöner. Aber so manchmal es der Wassermann-Bub auch probiert hat, es ist einfach nicht gegangen. Der ganze Weiher war wie mit Glas überzogen gewesen. Da musste der kleine Wassermann einsehen, dass er nichts mehr daran machen konnte. So ist er mit vielen Fragen im Kopf heimgeschwommen. So, hat der Wassermann-Vater gemeint, wo ihm der Bub von seiner Entdeckung berichtet hat. Da wären wir also wieder so weit. Es wird Winter. Der Weiher ist zugefroren. Jetzt heisst es ins Bett zu gehen und die Decke über die Ohren zu ziehen. Und schlafen. Aber wir sind doch gerade erst aufgestanden, hat der Wassermann-Bub geantwortet. Das ändert nichts, hat der Vater gesagt. Die Zeit ist jetzt halt gekommen, da muss sich ein Wassermann fügen. Im Winter verpasst man ja sowieso nichts. Und wenn es dann wieder Frühling wird, weckt uns die Sonne schon bei Zeiten. Weisst du das sicher? Hat der kleine Wassermann gefragt. Ja, hat der Vater gemeint, das weiss ich. Ich weiss das so sicher, wie du mein Bub bist. Komm, lieg ins Bett, das Mutti hat's schon parat gemacht. Der kleine Wassermann hat gefolgt und ist in die Schlafstube gegangen. Weil er auf einmal sehr müde war, hat ihm das Mutti beim Abziehen geholfen. Wo er dann glücklich im Bett war, hat ihm der Vater noch einmal die Hand gedrückt und ihm freundlich zugenickt. Bis zum Frühling, hat der Wassermann-Vater gesagt. Ja, bis zum Frühling, hat ihm der kleine Wassermann nachgeredet. Bis zum Frühling. Er hat an seine Freunde gedacht. Er hat an alles gedacht, was er bis heute erlebt hat. Wie er zum ersten Mal mit dem Vater quer durch den Weiher geschwommen ist, wie sie im Schlingpflanzendickicht Versteckis gespielt haben, wie er nachher hat auf dem Rücken vom Karpfen Cyprinus
zurückreiten dürfen. Die Fahrt mit dem hölzernen Kasten, die Rutschpartie übers Mühlenrad und die silbrige Mondnacht am Ufer. Sehr schön ist das alles gsi. So schön, dass sich gut und gern den Winter lang davon träumen. Gute Nacht, kleiner Wassermann, hat jemand gehört sagen. Die Stimme ist wie aus der Ferne gekommen. Wer war das nur der da geredet hat? Es war eine gute Stimme. Er hat sie gekannt. Gute Nacht, kleiner Wassermann, hat die Stimme nur einmal gesagt. Da hat der kleine Wassermann gewusst, dass es die Stimme von seinem Mutti war, bevor er ganz und gar eingeschlafen war und im traumhellen Wassermann-Winter angekommen ist. Das ist die Geschichte «Gute Nacht, kleiner Wassermann» gsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!